Meine Damen und Herren, die Regeln sind ganz einfach. Es gibt eigentlich keine, außer man muss rüberkommen. Wer nicht rüberkommt, dem wird's nass, denn der fällt ins Wasser. Die Technik ist eigentlich völlig gleichgültig. Also es kann hier jeder so, wie er will. Manche machen es oben auf dem Seil, andere unten drunter, andere mit dem Überschwung, andere gleiten über das Seil, was dann meistens so ein bisschen den Haken hat, dass es doch eine blutige Angelegenheit wird. Aber wir haben schon die unterschiedlichsten Sachen hier gesehen und das, denke ich, werden wir auch heute wieder sehen. Aber glauben Sie nicht, dass es einfach ist. Ich habe es auch schon mal gemacht vor vielen Jahren, als ich noch jung war. Ja, nein. Einmal habe ich es gemacht, ja, doch. Ich habe mich gequält und habe es geschafft. Ja, meine Damen und Herren, das ist so knapp die Hälfte. So, jetzt kommt die Unterstützung der HSG von unten. Ja, genau, macht noch ein bisschen Krach. Ja, Doreen gibt sich alle Mühe, an diesem Morgen hier eine gute Zeit vorzulegen und zu zeigen, vor allem wie es geht. Also wir haben schon welche, die schaffen gerade so die ersten 2 Meter und andere, naja, die mühen sich halt ein bisschen und einige ungeordnet losfährt. Fertig, los! Mensch, dass du in deinem Alter sowas noch machst, hätte ich nicht gedacht. Also meine Damen und Herren, Sie sehen, das ist ein bisschen unbegrenzt hier. Wir nehmen das auch alles nicht so ernst. Ja, genau, meine Damen und Herren. Zwischenapplaus auf knapp der Hälfte. Und das ist ein sogenannter Abflug, meine Damen und Herren. Das kann ganz schnell gehen, wenn man sich einmal vergreift. Völlig unverständlich für alle, aber so ist es halt. Es wird also noch eine kleine Protestsache geben heute hier um 13 Uhr zu dieser Geschichte und vielleicht wacht ja der eine oder andere Politiker bei dieser nachher auch mal auf und sagt, Mensch, da müssen wir mal was machen und nicht nur eine Sommerpause, sondern mal was Sinnvolles. Und an dieser Stelle gibt es nochmal einen Applaus, weil jetzt wird es schwierig wieder hochzukommen. Ja, sie hat gekämpft, rüberzukommen. Bisschen über eine Minute haben wir jetzt. Und dann sind wir bei der Hälfte. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Es könnte so eine Endzeit von 2,50, 2,60 werden. Oder 3 Minuten dann ja auch. Ne? Wir schauen mal. Aber wie gesagt, ab der Hälfte wird es schwierig, denn da geht es bergauf. Ich war also so ein bisschen beim Programm für den heutigen Tag, meine Damen und Herren, auf dem Dorfplatzbühne. Alex Nolze am Piano, Unterhaltungsmusik, da gibt es ein Kinderprogramm, Clown Pelli, das Ganze zwischen 14 und 18 Uhr und ab 20.30 Uhr dann bis in die Nacht hinein. 30, ja, wenn du dich jetzt beeilst, schaffst du es noch unter 3, aber es wird schwierig werden, denke ich. Der nächste, Martin Feig, kann sich schon bitte fertig machen, hier, damit wir ein bisschen Zeit aufholen, weil bei 25 Teilnehmern, da wird es nachher am Ende ganz schön eng. Jetzt gibt es nochmal einen Endapplaus für unseren Oleg. Die 3 Minuten sind um, aber das macht nichts, es ist immer noch gar keine so schlechte Zeit. Sehr glatt ist und dadurch, Sie sehen schon, ne, geht das erstmal bergunter zur Sache. Naja, wir schauen mal. Das war schon mal eine gute Zeit bis fast zur Hälfte, nämlich unter 30 Sekunden. Ja. Mal gucken, wie es die Sache waren. Naja, und wie gesagt, ein bisschen Technik gehört schon dazu. Roland Weidner dabei mit seinem Akkordeon. Dann haben wir die beiden Enten, die jetzt... Ja, Endenapplaus an dieser Stelle. Zeit ist gut. Du bleibst auf, würde ich sagen. So, Yves, wo kommst du her? Seit 11.30 Uhr müssen wir hier fertig sein mit unseren insgesamt 25 oder sind schon mehr? 27 Teilnehmer haben wir jetzt. 27 Teilnehmer. Nicht, dass es schwindelig wird da drauf. Also, mir wird ja vom Zugucken schon schwindelig hier. Das ist ja wie Karussellfahren nur. Ja, meine Damen und Herren, für eine Dame, ne, wenn wir mal auf die Zeit gucken, 1 Minute 30 sind wir jetzt. Jo, 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 sagen wir da mal, ne? Würde ich fast sagen. Absolut nicht. Aus Amerika, über den großen Teich, mit einer Zeit, die es aussieht, unter 3 Minuten, wenn das nichts ist.
Und die Uhr bleibt stehen. Ja, das ist ein bisschen früh hier. Jo, meine Damen und Herren, das war der... Ja, meine Damen und Herren, Zwischenapplaus an dieser Stelle hier vom Fanblock. Und wir gucken mal, was gibt's da jetzt? Eine Versorgung zwischendurch oder was hier? Pausenversorgung am Seil. Hier ist was los. Na, wenn das nichts ist. Der nächste Teilnehmer ist Benjamin Lühr, der sich schon fertig macht. Gucken wir mal, ist der Benjamin schon in der... Alles klar. Du hast ja das ganze Paketband von deiner Mutter aufgebraucht hier. Du weißt, dass das ganz schlecht wieder abgeht, ne? So, meine Damen und Herren, wir haben auf dem Seil... Hätte es auch noch ein bisschen höher wickeln können. Das ist modisch vielleicht nicht so der Bringer, aber vielleicht hilft es ja. Man kann ja nie wissen, meine Damen und Herren. Vorne vor der Mole liegt, also vor dem Sperrwerk. Die wird dann sich in die Mitte des Flusses legen und wenn die Traditionsschiffe hier durch die Brücke durch sind, wird sie das Geschwader anführen. Dann geht es auf den Bodden hinaus mit den alten Schiffen. Dann lohnt es sich nachher auch mal in Richtung Mole vorzulaufen und sich die Schiffe mal anzusehen. Oh, jetzt ist das Themen nass, das wird schwierig. So, und wie gesagt, dann die Gaffelreck moderiert hier und heute, ja, Applaus für diesen Abgang, meine Damen und Herren, von Horst Marx und Dr. Volker Pesch. Beste Glückwünsche, ja, einmal Rauch auf sein. Das war der schnellste Abgang. Meine Damen und Herren, 7 Sekunden waren das. Ungefähr 3,5 Meter hat er geschafft, aber für die Teilnehmer... Aber wenn man an Land steht, kann man dann immer besser. Ne? Das sieht dann immer ganz anders aus, als wie wenn man dann am Seil hängt. Und spätestens an dieser Stelle feststellt, oh shit, was habe ich da auch wieder gemacht. Ne? Ja, macht nichts, meine Damen und Herren, Teilnehmer. Teilnahme ist entscheidend. Und wie gesagt, wer Lust hat, kann sich vielleicht noch melden. 27 Teilnehmer haben wir. Er ist der 14. und bis 11:03 Uhr. Zum Programm habe ich ja schon einiges gesagt, was so den heutigen Tag betrifft. Also am Nachmittag um 14 Uhr geht es auf den Bühnen los, einmal am Dorfplatz und natürlich hinten an der Bühne am Mayubi. Da ist heute der Lotto-Nachmittag. Lotto MV präsentiert Ihnen das Nachmittagsprogramm. Dirk Scheffelmeier wird da sein, wird moderieren. Wir haben das Jugendblasorchester Greifswald dabei. Wir haben die Line-Dancer, die Rickbridge-Dancer dabei und wir haben natürlich viel Musik für Sie. Und viele Spiele und auch den einen oder anderen Preis zu gewinnen gibt. Dann heute Abend natürlich die große Seat Rock- und Popnacht. Aber mach nicht zu lange da, ja. So war das nicht gemeint, du solltest schon weitermachen. Ne? Gut, okay, meine 1 Minute 30 auf der Uhr hat, also ja, ich will nicht sagen, lass dir Zeit, aber so langsam in die andere Richtung. Und unser nächster Kandidat, der kommt aus Osnabrück, also wieder ein bisschen weiter, der Carsten Wedlitz, kann sich schon mal fertig machen, wird am morgigen Nachmittag. Ja, kurz Durchhalteapplaus hier mal für unseren Kandidaten am Seil. Ich muss sagen, meine Damen und Herren, in diesem Jahr, das Seil hat eine unheimliche Standfestigkeit. Wir mussten sonst so oft nachspannen. Das lag vielleicht auch daran, dass es nass war die anderen Jahre, aber in diesem Jahr wirklich vom Feinsten. Dabei sei nochmal erwähnt, dieses Seil kommt von der Seilerei Sembrinski, die seit vielen Jahren, ich muss sagen, kühlt sich erstmal die Füße und ich denke, das. Ja, bist du noch mal rauf? Nee, er will nicht rauf. Ja, das ist so eine markante Stelle da. Wir geben tolle Effekte, das Ganze natürlich untermalt von Musik. Dann werden auch Künstler dabei sein, die sich präsentieren. Also lassen Sie sich einfach überraschen. Morgen der große Abschluss. Das Wetter morgen soll ja wieder super herrlich werden. Da lohnt es sich dabei zu sein. 22:30 Uhr, Weg in Flammen. Morgen und manchmal muss man auch abtauchen.